eine große Familie aus Frankreich, die sich mit Raketentechnik auskennt. Und was dort hinten montiert wurde, das ist das letzte Teil, was Sammy Miller aus dem Apollo-Raketenprogramm der NASA ausgeschmuggelt hat, muss man schon sagen heutzutage. Wasserstoffperoxid ist im Tank. Und jetzt wird ganz langsam ein bisschen Druck aufgebaut. David Pertuis wird hier nicht die volle Viertelmeile durchfahren. Es ist seine 5. Fahrt in diesem erst im letzten Jahr fertiggestellten Auto. Er wird bis zur 8. Meile Schub machen. Und haltet eure Foto- und Videoapparate bereit und guckt nach, ob ihr von dem ein Bild kriegt, wenn er losfährt. Denn dann geht es ganz furchtbar schnell. Raketentechnik auf 4 Rädern, das gibt's nirgendwo sonst auf der Welt. Außer bei David Pertuis und dem Hydrogen. Das ist der Spitzname, den er diesem Rocket Funny Car gegeben hat. Da wird Druck aufgebaut und er versucht sich jetzt auch einzustagen. David wird hier von seinem Teammitglied ein bisschen nach vorne geschoben, nähert sich langsam den Startlicht. Da sind mehrere 100 Bar Druck auf der Düse hinten. Ihr seht, der Vorstab ist komplett leer. Selbst die ganz alten Hasen haben die Flucht angetreten und wollen nicht im Raketenstrahl stehen. Außer Erich Schenkenberger, der hat alles gesehen, der ist ein alter Raketenfan. Der ist auch seit 1986 mit dabei bei den Dragsterrennen und der will das Ganze aus erleben. David Pertuis und das Hydrogen Rocket Funny Car. Bitte euren Riesenapplaus, solange die Maschine noch nicht läuft. Wenn ihr versteht, das richtig ein Raketenfahrzeug ist, wenn man den jetzt auf den Hintern stellt und er gibt Gas, dann könnte er theoretisch auch Richtung Mond fliegen. Hat er so viel Power? Er würde ihn nach etwa 8 Sekunden erreichen, wenn er vollen Schub gibt. Das dauert noch ein klein bisschen. David beobachtet gerade die Druckanzeigen, die sich langsam in den grünen, naja, ich würde eher sagen, in den roten Bereich bewegen. Ich schätze mal, er erreicht auf der 8. Meile so knapp 300 Sachen und dann rollt er nur noch aus bis zur Viertelmeile. Es ist verständlich, wenn er nicht gleich volle Leistung rausholt aus diesem Auto, denn er ist der einzige Pilot der Welt, der so einen Untersatz sein eigen nennt. Es gibt niemanden, den er fragen kann. Er füllt nach und nach immer mehr Sprit in den Tank rein, immer mehr Wasserstoffperoxid. Und es ist, wie gesagt, seine 5. Fahrt. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, zum 25-jährigen Jubiläum der Night Olympics hier auch eine Rakete auf 4 Rädern einzuladen. Und mach mal Akku nicht leer. Habt Geduld, habt Geduld. Wir werden Ihnen noch Grund erzählen. Fünf, 4, 3, 2,